Willkommen bei Spiritualität riecht heraus. Mein Name ist Mats, ich bin metaphysisch Begleiterin, aber Beraterin. Mein Thema Haut geht immer ein bisschen wie breit gefächert, für mal so auszudrücken. Allerdings fängt es mit einer Sache an, das für mich ein bisschen eine Invitation war. Lust mich ein bisschen erklären. Für 100% einen Monat habe ich einen Podcast, eine Episode rausgesendet zu dem Thema Stallprozesse. Und zwar sinne ich auf die mir gefährlichen Aspekte von Stellprozessen angegangen, wo leider Gefahren liegen, dass nicht proper geschafft wird, etc. etc. Und schon darauf hin auch eine Antwort kriegt. Die Antwort ist für mich eine gewisse Invitation für allgemein nicht bezüglich Stellprozesse, sondern bezüglich den Begleiter und den Therapeuten, das Thema mal einfach ein bisschen mehr allgemein aufzugreifen. Und ich will auf dieser Platz etwas ganz klarstellen, weil ich weiß schon, wie verschiedene Leute leider drauf sind. Das ist kein Streit, den ich mit der Madame will feiern, die mir zwar diese Argumente entgegengebracht hat. Es geht mir darum, dass ganz klar ist, dass mein Podcast nicht einfach ist für Leute, die schon lange an dem Gebiet NRW sind und diese Stadt eben einfach heranziehen, aber auch unter anderem für Leute, die neu an dem Gebiet sind, die vielleicht eine Sort von energetischer Arbeit oder von Reinigung oder von Beratung oder Therapie mal wollen gehen, vielleicht auch wirklich als einem Besoin, weil sie merken, also nicht einfach aus dem Vierwärts raus, weil sie merken, dass sie irgendeine Hilfe brauchen, die über die normale Hilfe, die ihnen so mal als normalsterbliche normalerweise sicher geht, kriegt. Und dafür ist es mir extrem wichtig für Leute, die nicht auf dem Bereich NRW sind, die also nicht unbedingt wissen, ob was sie aufpassen können. Also das mal ist richtig verstehen. Ich schaue die Leute nicht für ignorant mit, dass wenn ich mal ein Auto kaufen gehe, da guckt nicht auch, dass ich meinen Bruder dabei habe, weil er sich mit Auto auskennt. Und ich bin der Meinung, es gibt ganz wenig über Gefahren und über Risiken geschwärzt, aber es gibt ganz oft gehypt. Und ich will einfach den Leuten die Möglichkeit geben, auch einen anderen Blick zu haben. Das ist einfach par rapport nicht unbedingt ein Argument, aber wie argumentiert wird. Ich werde das an diesem Podcast auch ein bisschen rabbringen, weil ich ein bisschen NLP-Technik mal drauf bringen. Und ich werde euch einfach gerne ein bisschen weisen, wie es für den du draußen, den nach nicht seine Erfahrung daran gemacht hat, wie es vielleicht Möglichkeit gibt, ein bisschen zu trennen und zu discernieren, ob die Person, die da steht, effektiv die ist, wo will, seine Energie, seine Psyche, seine Seele, wie immer ihn will nennen, an dem sie handeln, ja oder nicht. Und an erster Stelle will ich damit noch ganz klar stellen, dass ich nicht der Meinung bin, dass viele Leute das als irgendwelche, also die therapeutisch in der Weise für mal in globalen Term zu bringen, dass die Sachen aus Bösartigkeit machen. Da sind da auch viele, die es nie anderes gelehrt haben, die absolut der Meinung sind und die absolut daran überzeugt sind. Und du hast auch den einen, den anderen, den sich in der mal heinz extrem erfeiert, weil er merkt, dass das vielleicht gut nicht so clean, wie ich mir das vorgestellt habe, an den das ganz dann mal ein wenig abschafft, an seinen eigenen Techniken, wie soll es so affiniert, ein bisschen umändert, für das wirklich mir proper rüberkommen, bis hin natürlich, das sind die eng, bis hin zu den Leuten, die effektiv aus purer Arroganz machen und die der Meinung sind, ich schon das dort gelehrt oder es sind am Gang das dort zu lehren und dafür weiß ich schon, was schwatzen, aber wenn andere eine andere Meinung haben, dann sind ich natürlich gerne gewollt, denen zu weisen, wie das richtig ist. Ich schwatze just Risiken und Gefahren und die es auf den Gebieten par rapport zu den Themen gibt. Ob den Therapeut das an Betrug stellt oder nicht, leidet nicht an meinen Herrn, mit einem Klient oder einem neuen Klient als es freigestellt, dass den mal auf sein Gut-Feeling lauscht, also wenn den ein schlechtes Gefühl bei einem hat, sollen auf jeden Fall darüber lauschen und sich nicht mit Argumenten irgendwo sollen an etwas herandröseln lassen, wo merkt, dass es nicht richtig ist. Und ich werde einfach mal ein bisschen
allgemein Beispiele bringen, was auflaufen kann auf verschiedene Punkten und auch Sachen, die mehr geschehen an meiner Position, für zu erklären, für was es mir so wichtig ist, weil es für mich extrem wichtig ist, dass der Klient nie seine freie Willen daran verliert, seine Decisionsfreiheit an seine eigene Macht daran verliert. Ganz am Gegenteil, ich bin der Meinung, dass es wichtig ist, dass er schafft, dass die Person an seinen eigenen Techniken oder seine eigenen Techniken kann entwickeln, für nicht für all topisch geht ja nur müssen bei irgendjemandem zu gehen. Dafür werde ich auf die Antwort, die ich da kriege, angehen. Ich werde aber auch von einem Bioenergetiker schwätzen, der einen ganz wichtigen Satz dran gesagt hat, mit dem werde ich uns sicher aufhängen, und auch mit Sachen, die am Allgemeinen, die irgendwie die andere Seite geschehen, für das ein Mensch ein bisschen einen besseren Überblick dran hat. Weil sich das komischerweise eben den Sujet-Stellprozess gewickelt wird, nicht nur mit der Antwort da, aber auch par rapport zu einer anderen Argumentation, die ich in einer Gruppe hat. Also es sind Dinge, wo so, du hast sich noch viel gesammelt, wo vielleicht wichtig ist für ihn, der bei uns steht, aber versteht, dass das dort nicht nur Stellprozesse betrifft, was ich ausschwätzen will. Und ich will effektiv, ob es jetzt angehen, den ein Bioenergetiker zu mir gesagt wird, nee, also ganz viel, wirklich so ein, wenn ich nimmer so sitzen statischen Gänsephysischer wirklich auf dem energetischen Gebiet NRW sind, das nicht wirklich etwas sichtbar, das auch nicht für spürbar, ob man oder nicht am Anfang, mal mich spät, mal gut nicht, etc. Und den hört ganz klar gesagt, da müssen sie schaffen, da sollen sich bewusst sein, dass es da Gefahren gibt. Und in den du durch Gegend lebt, an der Meinung, also mir kann keiner, das kann extrem schief gehen, bis hin zu, dass in der Leute kriegt, ich will nicht sagen, sie gehen verreckt, aber die kriegen die sind nicht mehr realistisch NRW. Und das sind Sachen, die natürlich auch sich als Gefahr an, als Risiko auf einen Klient in dem Moment auswirken. Das heißt, wie wichtig ist das, sich selber an der Sache clean zu halten, besonders von den energetischen NRWs, sich dann noch zum Beispiel energetisch reinigen zu lassen oder sich auch mit ähnlichen Techniken nochmals energetisch behandeln zu lassen von Zeit zu Zeit. Für das sind auch an top als für dem nächsten Klient können zu helfen. Alles das sind Sachen, die am Mengen an auch ganz wichtig sind, an die auch von dem bioenergetischen Schaffenden angeschwärzt sind. Weil er sich absolut nicht nur einfach bewusst ist, dass es die Responsabilität gibt, mit dass die Responsabilität auch ausschwätzt. Das ist zum Beispiel etwas, was ich extrem wichtig fand, weil Heinz sonst von jemand verschiedenen, also es meist richtig verstehen, ich gehe nicht alle an Deppen. Mit der Wert Leute merken, von dass sie darüber ausschwätzen, dass da kein klare Antwort gibt. Ich will nicht sagen, dass das Leute sind, die sich nicht energetisch reinigen oder die da keine Sache machen, aber ich persönlich bin immer ein bisschen der Sache, den ich immer mit vier behalte, wenn die andere Person dazu allgemein aufsteht an die Sache, dann eben auch nicht einem Klient oder einem potenziellen Klient gegenüber proper kann beschwätzen an dem Moment. Also ein gewissen, wie nennen den das schon, nicht nur Offenheit, aber eine gewisse Transparenz sollte bei einem guten Therapeut dran sein. Aber wenn etwas bei einer Sache nicht transparent ist, da kann den erst auch erklären, was der Grund ist, für was du vielleicht mal erst nicht darüber willst schwätzen. Für einen Klient, der neu anfängt, kann das ein wichtiger Punkt sein. Was ich interessant fand, was die Sache betrifft, wo ich allgemein, also nicht immer am Podcast, über Gefahren von Techniken geschwärzt habe, auch wie es auch gesagt wird, natürlich das nicht immer Technik selber, aber wie man der Technik geschafft wird, war angesagt, die ich dabei entgegengehalten kriege, war, es gibt überall Risiken. Es sind absolut auch verstanden. Allerdings bin ich persönlich der Meinung, dass es einen Unterschied gibt zwischen Gefahren und Risiken. Wenn der sich operieren lässt, der sieht, den Chirurgen rankommen, dieser Skalpell angrabt, dann ist natürlich ein Risiko da, dass du um die Schleie bleibst. Das kann kein Opfhänger. Wenn den einfach mit der Motorsee racken, dann ist ein Gefahr da. Und das ist nicht für ihn, den die Freiwilligkeit hat, wirklich hat, par rapport zu dem, was dem entgegenkommt, wenn ein neuer Klient kriegt, beziehungsweise besonders bei Gruppentechniken, dass die Möglichkeit hat,
und dat all den Leute vieles rauszufinden, wen an der Gruppe dann nur wirklich stehen, als den eine Problematik hat, die mehr wie nehmen eine Überschaft muss gehen. Das ist zum Beispiel von den Punkten, für was ich persönlich eben echt darüber interessiert bin, mit einer Person zu schaffen, für mich wirklich können, auf die Person zu konzentrieren, für das ich das Risiko ob manchmal minimisieren, dass man etwas durch die Lappe geht, was die Person betrifft, was an einer Gruppe der Fall kann sein. Das ist so der erste Punkt. Der Tisch, das ist ziemlich lapidar als Risiko aufgesagt gehen. Und hier noch davon geschwart, dass natürlich ein professionell Ethik hat, was ich ganz oft auf denen Leute hier in Gruppe, also nicht Gruppen oder hier in nicht Facebook, auch auf der Facebook-Seiten oder an ihren Seiten merken, dass du kaum beziehungsweise bis dato sind ich nach keinem beginnt, den eine Deontologie dran hört. Spannend genug, dass man frankophon Leute mit einer professioneller Ethik entgehen kommen sind, und das wird Deontologie auch nicht kann tun. Wo ich zum Beispiel mein Zugong Mingli Examen gemacht habe, für einen Kurs über Deontologie, müssen machen, für klarzustellen, dass ich meine Limite kenne und dass ich weiß, bis wohin ich mit meinen Techniken gehe, par rapport zu einem Klient, wo ich abhalte. Das von den Seelen auf so Seite, wird auch für mich immer ein bisschen bedenklich ist. Es ist so ein bisschen, weil die Leute, die schaffen effektiv, natürlich auch professionell, und die nicht effektiv auch nicht gerade Schirm für das online zu sitzen. Es sind der Meinung, heutzutage, eigentlich mal mit ChatGPT drüber schwatzen, für einen properen Text abzusitzen, auf Zeit zu sitzen, es ist einfach ein Gest dem Klient gegenüber. Dann ging es die Sache, was mein Text betrifft. Also während ich den Text natürlich abgesagt habe, mein Podcast abgesagt habe, am Sinn von vier auf die Sachen anzugehen, wo ihn zu beurteilen hat, da wo ihr sollte ein bisschen drüber passen, habe ich aber gemacht, dass mein Text, also die Person hat das Gefühl, das Thema ein bisschen verfehlt gehen ist. Es soll das dann auch nicht besser abholen. Ich liebe das, weil Leute so es soll ihn das nicht besser abholen. Da ist schon ein Befehl umgestohlen, also ein Appell umgestohlen, den auch nach an der NLP an der NLP sind sich bewusst, also nicht nur an der NLP, mit der NLP bringt es raus, an der NLP ist einem bewusst, dass das Wort nicht am Gehirn nicht abkönnt, das heißt, wir haben nicht mit einer Person zu tun, die nicht unbedingt, wie soll ich sagen, sprachlich gesehen, die Übung hat. Ich will auch nicht unterstellen, dass sie das bösartig gemeint hat oder so, mehr am Sinn von, wenn mir so sagt, komme mit einem kleinen Smiley den Augen zwinkern möchte, sind nicht immer so am Punkt, ich weiß nicht, was ich davon erhalten soll. Was ich extrem interessant fand, während ich gegangen bin, an schon verschiedene Sorten von Stellprozessen auseinander gedröselt, also schon Nuancen dran gemäht, das geht allgemein gespart. Das ist schon als allgemein Dinge rakrit. Die abgestellten Person spielt keine Rolle, sondern es geht am Energiefeld vom Thema geschafft. Das zu verallgemeinern, und das ist immer so als vollkommen falsch, muss ich dazu sagen. Da gibt es viele verschiedene Stellprozesse. Wenn der Logik zum Beispiel gehen, wo Logik drin gehen, was weiß ich, dass der Problem mit der Familie hat, und der geht bei den komplett noch anderen oder nur den originalen Stellprozessversionen, die man das schafft, an der sieht, an der Rolle von einer Person, da sind wir komplett daraus raus. Der könnte also mit der Gefahr laufen, dass der erst in einer Situation reinfand, an der erst nicht wollte erfüllen, par rapport zum Fall, dass du Leute so an einem Stellprozess geht so geschafft, dass es just um den Energiefeld von einem Thema geht. Das ist verallgemeinern, das ist vollkommen falsch, das kann ihn also nicht einfach so ein Altstellprozess funktioniert so. Das ist schon den ersten Dingen. Das ist der merkt, dass da ganz gut muss aufpassen, dass wenn da an so Dinge geht, als das, was die Leute so, wenn die Person gesagt hat, ich schaffe es so, dann hätte ich keine Dinge, dann gebe ich nicht darüber aufpassen oder beziehungsweise ich gebe nicht dafür darauf warnen. Aber wer Leute hier Techniken ein bisschen allgemein durchstellen, dann ist das extrem gefährlich, weil leider, wenn ihr da meint, dann ist das so, in den noch nie von Stellprozess erhören wird, die sagt, das ist dann so, und da geht dann einen anderen Stellprozess, stellt ein bisschen fest, dass es gar nicht so ist,
das sind Falschinformationen und das sind persönliche Meinung ganz gemäß Mengen zu regeln, bleibt bei der selber, hat die Person ruhig könnte bei sich selber bleiben. Was dabei extrem interessant war, das war, dass ein Satz gesagt wird, ich muss nur gucken, ob ich den von, ja, die abgestaltete Person spielt keine Rolle. Spätestens da, sondern ich mal, was bedeutet das am Globalen? Das heißt, wir schwätzen schon extrem global. Das heißt, die Person, die da steht, die interessiert sogar zu, so kann er lange nicht. Das spielt keine Rolle. Wie weit, wo ist die Grenze gesagt, wo die Person keine Rolle spielt? Wenn ihr das als Klient liest, das kann einem effektiv mal geschehen, dass ihr seht, und fragt, also wenn ich da keine Rolle spiele und geschieht mir etwas, ja, dann habe ich keine Chance, dass ich abgefangen gehe. Was einem dann energie gesagt geht oder wo vorlebt, dass der Klient gesagt hat, du hast das missverstanden. Das heißt, die Responsabilität, also an dem ganzen Erklärung, die da rüberkommt, bei keinem Moment bei der Person, die Stellprozesse anlegt. Und das ist etwas, wo ich extremst drauf aufpassen. Ich werde auch noch darüber angehen, ob eine Situation, die mir für kurzem geschieht, als was die Sache betrifft. Für dann zu sagen, da sind da der Tisch da noch dafür gesorgt, dass sich von der Energie, die repräsentiert wird, befreit und auch nur kontrolliert, nur geschafft, falls nötig. Das wird auch an einem Gruppe möglich. Ich weiß es nicht. Wenn ihr seht, es wird in einer Gruppe von 2-3 Leuten, ist schon gerne mal verstanden. Wenn ich aber allgemein auf ganz viele Gebiete gesehen, mit welcher größte Vorgruppe geschafft wird, habe ich absolut Zweifel daran. Das heißt, ich kann mich auch erinnern, dass eine Zeit lang, ich kann nicht mehr so wie du aus, mehr am Anfang, wo es Initiationen gegangen ist, wie zum Beispiel am Reiki, du hast ganz oft also so am Sinn von, oh, wir initiieren 100 Leute an einem Weekend. Wo mir immer den Dinge fehlt, von welcher Qualität versus Quantität. Und wo ich der Meinung sehe, dass egal was für ein Sort von Stellprozess, egal was für ein Sort von energetischer Arbeit, egal was für ein Sort von Therapie, dass das kein Fließbandarbeit soll sein. Und für sicher zu sehen, dass in der so ein oder so Personen könnten sich vollkommen ob die verschiedenen Nuancen von den Leid, von den Energien an der Schwingung von den Leid erstellen, für sicher können sie sehen, dass sie komplett proper gemacht tun und dass du all Trauma, den du vielleicht irgendwo sitzt, wo eine Person nicht kommt ausschwätzen, überhaupt kommt ausgeschafft gehen, beziehungsweise dass du nicht in Zuschanke bleibst. Das ist ungefähr so, wie wenn ich gefickt habe, ist so, okay, ich gebrauche einen Raum für zu turnen und wenn mal gute Pferde sind, da gehe ich mit der Kirbichte durch. Du hast nicht gesichert, das vielleicht gesichert, dass den Dreck, den jemand schon erarbeitet hat, dass die vielleicht weggekehrt ist, aber dass du so mal der Schweiß aus den letzten Löcher rauskommt, du gibst auch die Frisuren. Nee, also, Jungen, du holst aber ein Botzlump und der Foto proper durch. Das heißt, die Zeit, die du investiert, die für das 100% können zu kontrollieren, an das, wie soll ich sagen, so an einem Auftrieb zu machen, dass ihr seht, dass das an einem Gruppendingen ist, und dabei zu erwähnen, dass Person keine Rolle spielt. Als für mich persönlich bedenklich für eine Person, die die erste Kehr hingeht, an die Dummerten sich eventuell auseinandersetzen, für sicher zu sehen, an vertrauensvoll kann davon ausgehen, dass es da um proper Arbeit geht. Ich schon dann noch mega spannend fand, weil die Person dann auch weiterhin verallgemeinert hat und gesagt hat, es ist schuld, ich werde noch ein bisschen darauf ankommen, so ist der richtige Wort. Von wegen, es ist schuld, das ist mir einfach allgemeiner, ich komme darüber noch ein bisschen zurück, dass ich keinen Stellprozess machen. Sogar wenn ich einen Stellprozess machen und ich schon einen Stellprozess mitgemacht, das habe ich an meinem Text erklärt gehabt, das also nicht wie wenn das nicht ersichtlich gewesen wäre. Ich habe einen Account, bei dem gebe ich alle Momente einen Stellprozess machen, aber bei einer Person, die mir die Sache schon so dahinstellt, will ich keinen Stellprozess machen. Wie gesagt, es geht auch um den Dingen, egal, auch ein energetischer Arbeit, die Person möchte. Du hun ich mein Zweifeln, ob ich das da wirklich will. Und ich kann wirklich nicht mehr nachdenken darüber hingehen, egal was für eine Sort von Technik da gebraucht, egal was für eine Sort von Arbeit da mit einem geht, wo er begleitet, lauscht das wirklich, ob er es gefiel. Das ist eine Menge an von den wichtigsten Punkten.
Und ich gebe euch auch ein Beispiel, wie den anderen Weg kann funktionieren, auch was Klient betrifft, für wirklich klar zu machen, dass er als Klient Recht hat, Sachen kritisch zu betrachten. Ich hatte vor kurzem einen Klient, die hat irgendwie nicht zu einer Sache, die ich ja gesagt habe, hat sie gesagt, und das war das so, das klingt gut schon allein, dass der es gesagt hat. Das ist ganz lieb und ich appreciere das Kompliment auch. Mit die Person hat einfach auch können sagen, ich kontrolliere das nach genau, was er da gesagt hat. Das ist für mich vollkommen okay. Ich schon auch erwähnt von wegen, dass die Sache nicht so gut klingen, weil ich sie so, weil sie bei der Person irgendwo entweder schwingungstechnisch funktioniert, wo sie sieht, ja, das tut dann irgendwie schwätzt mich das tut un, oder wenn das etwas so mal, weil Heinzens geht es um ganz pragmatische Sachen. Wenn ich etwas Pragmatischer so schwätzen, dass Pragmatik der Hand verstanden gehen ist. An Qualität von dem, was ich mal auf den Weg gehe, leidet nicht darunter, dass ich als Person bin, die Rot gehen wird, von den beiden Jenny an den Manny an den Paul an den Pierre gesagt hatten, an der Situation, wird das genauso wertvoll. Wo ich ganz klar sehe, ja, natürlich sind ich froh darüber, dass die Person mir vertraut, weil ich probiere schon meine Arbeit doch proper zu machen, aber weil sie schon auch an dem Vertrauen weiter anlegen. Ich will aber genauso gut klarstellen, dass eine Person, die sieht, hey, das da ist eine Sache, die nicht der erste Kehr ich gemäht, ich will das dort nach ein Kino kontrollieren, ich will mir das dort ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, dass das vollkommen okay ist und dass ich das nicht mit einem, ich schränke das ja nur energetisch, dass ich in die Sache kann wasch wischen oder so eine gewisse Nuance von, wie soll ich so eine Hierarchie absetzen, ich weiß schon, was ich mache. Wie gesagt, allgemein habe ich Situationen, die wie den anderen Weg mitkriegt. Ich denke dabei immer an zwei Leute, wo ich hier war, wo ich bei Leuten gegangen sind, die Quarte gelöst haben, wo ich eigentlich eng hatte, jetzt sich von meinem Arbeitsplatz betroffen hat, drauf und drauf gehalten, dass die Jungs, also dass es eine Person gibt bei uns auf der Arbeit, die mir jung ist wie ich, und dass die hier und dass die da, wo ich der Meinung war, die hat nicht über eine weitere Person zu freuen, aber wo ich ihr erklärt habe, dass ich war immer der Jüngsten, sogar der Letzten, den an den Dinge gekommen ist, den hat 2 Monate, weil den mir alt wie ich, aber ich war immer der Jüngsten, und sogar, wo ich der Person gesagt habe, also das gibt nach ein Angestalt gehen, was ich noch nicht weiß, aber für den Moment sind ich das Jüngste, so und so, und ich habe darüber erzählt, weil wir haben das damals noch gut darüber amüsiert, du bleibst Nesthäkchen, obwohl ich dann in der Zwischenzeit schon 5 Jahre da war, wo die Person sich wirklich hart darüber basiert hat, für zu sagen, nee, die in Asmi, da ist in den Asmi jung, und es soll das gar nicht Ernstes gesehen, wo ich probiert habe, so gut nach uns zu binden, so, kann ich nicht sehen, dass der Person vielleicht mental nicht so weit ist, oder was weiß ich, was ihr schon eng. Nee, also das heißt, Menge Optionen sind, du kannst nicht überall gehen. Sie hat gesagt, dass er den Asmi jung wird, also aussehen, du. Ich habe mir den noch irgendwo aus der Fanger müssen, so klein. Während ich meine Jahre mich spät sind ich damals auf einem Mittelaltermarkt bei einem Gang die Jagdkarte gelöst hat, die schon mal viel mehr Punkt genau war mit den Sachen, die sie gesagt hat, an die auch vorgestellt hat, wo an die Interaktion kommt, als mit dem den Karte gelöst hat. Das ist so eine Frage, gibt es da Probleme in die dritte Richtung, wo sie Sachen getroffen hat, 100%, wo ich dann gesagt habe, ja, darauf hat sie dann gesagt, ja, so und so und so und so sind die Sachen, die ich an der Karte gesehen habe, nicht so und so und so, ist es, Punkt, fertig, und du hast das so umzuholen, und so ist es. Und du merkst den Unterschied, das heißt, geht den Therapeut, geht der Kartenleger, geht den Begleiter überhaupt ob den Einzelnen an, also auch an einer Einzelsitzung, geht die Person ob ihr als Klient an oder möchte es nicht. An einer Gruppesitzung ist das natürlich nach ein Punkt, den viel mehr weit, viel Leid, auch viel mehr viel herrschen, das weil an einer Gruppesitzung extrem gefährlich oder nicht gefährlich, mehr schwierig ist, viel Abschied für ein Einzel anzugehen. An allen Menschen hat ein anderer Besoin auf einer gewissen Punkt. Von ich hier gehen und so energetisch ist das nicht so, sind ich persönlich der Meinung, dass das mit 4 Behalt zu betrachten ist. Wie gesagt, es geht mir einfach darum, auch den Leuten draußen, die schon Zweifel darunter haben, an die Sache kritisch betrachten, zu weisen, dass ich in den mit den Techniken geschafft,
sich absolut bewusst ist und noch absolut kann verstehen, dass es die Kritiken dabei gibt, dass es den Misstrauen dabei gibt, weil wir haben leider, besonders im Gebiet von der New Age-Esoterik, von der Pop-Psychologie, von der Neospiritualität, so viele Leute, die effektiv irgendwo in der Weh so nicht mal die Verbindung zu der Realität verloren, mit Verbindung zu was ein Mensch kann sehen, den nicht an den Gefilden NRW ist oder den nicht so weit ist. Weil eng sagt, die ich immer gelehrt habe, das zu probieren, Person da aufzuholen, wo sie steht. Und ich habe bei verschiedenen das Gefühl, dass das nicht immer so rüber kann. Was für mich extrem traurig ist, weil die Leute, die wirklich ein proper Ohr beschlechten, die natürlich studentische Bemol nicht echt geholt, nicht echt geholt. Die müssen die ganzen Misstrauen, den sich da abgebaut hat durch die anderen Leute, müssen die dann dem Moment verschaffen. Das ist ein bisschen so, wie ich immer so, wenn ich heute das Sujet wie den soi-disant Rassismus angucken, das heißt, wenn er an irgendeiner Kultur Leute tut, die sich den Nief beholen, dann ist es immer die ganze Kultur, die da mit an der Tippe geheilt wird. Das ist für mich ein bisschen dieselben Dinge. Man extrem sehr, die berühmten Tiere abzumachen, allein dran zu sitzen, ob die da ganz so dran passen oder nicht, das spielt dann irgendwie keine Rolle. Also einfach nach einer Karriere zu verstehen, das sind Sachen, die sind extrem, extrem wichtig. Und ich bin auch der Meinung, dass von der bei irgendein geht, also ich nenne es mal einfach global gesehen, bei irgendeiner Sort von Bekleidung geht. Aus der therapeutischen Bekleidung, aus der mit Quarten, aus der mit Rotschläge, egal. Wenn da hingeht, wer da guckt wirklich, wie die Leute hier Tools kennen. Natürlich ist das schwer, wenn ein Tool selber nicht kennt. Mich schon leider auch die Erfahrung mitgemacht von wegen, dass ich Leute begegnet sind, die absolut die haben NLP gemäht, bei denen engen die haben den NLP-Master und der Mauer, wenn ich die Ursachen angespart habe, wie zum Beispiel vorannahmen, waren die schon am Vergiss. Wenn die aber 400 Mathe schaffen, sind ich der Meinung, dass so Sachen, wenn sie nicht wirklich integriert sind, von Zeit zu Zeit abgefragt gehen. Bis hin zu Leuten, die sagen, sind am Gang, den NLP zu machen, die aber kein Problem haben, auf ihren Karte Visiten schon dort stehen zu haben, dass sie Therapie, NLP-Therapie anbieten. Wo NLP keine Therapie ist, für mal damit umzusetzen. Das sind Sachen, die leider nur außen hin nicht sichtbar sind, weil den die Quelle an den Grab kriegt, die geht mit dem Vertrauen in der Hand, die Person kennt hier Tools. Und für mich ist es besonders so wichtig, weil wenn da daheim ein Wasserfuhr tut, und der ruft den erst den Grund fliegt, und der steht da, und der guckt seine Schraubenschlüssel, und der weiß nicht, wie er gebraucht. Da stellt er recht direkt vor. Mir was seelisch, psychisch, besonders energetisch aufgeht, ist das leider nicht immer der Fall, weil der erstens nicht unbedingt die Kenntnis hat, wenn der recht anfängt, dran zu gehen. Weil der Wander schon dran sieht, von verschiedenen anderen Leuten so oft an die Richtung getrieben sieht, dass es heißt, ja, mir du es noch zu lehren, dass er sich Zweifeln hat. Weil eine andere Sache, wo ich ganz sehr merke, dafür fand ich persönlich Deontologie so wichtig, und ich will die klar in so stehen haben, das ist ein Satz, den ich des Öfteren höre, das ist die Art und Weise, wie Responsabilität uns aufgelöst wird. Das heißt, stell dir vor, der sieht an so einer Gruppe, all die anderen gehen raus, denen geht es gut, erst geht es nicht gut. Der kann, wohlgemerkt, der kennt den geraten, der sieht, okay, da komm du mal nach ein Kind zurück, wir gucken, was da läuft, und wir machen die Sache mal außerhalb von der Gruppe, gucken wir die Sache zu klären, für dass es darum gut geht. Und können aber genauso gut ohne geraten, den er sieht, ja, dann hast du das noch zu lehren. Und dann ist die Sache für den erledigt, und die Responsabilität bleibt sozusagen bei euch. Und das sind die Sachen, wo ich der Meinung bin, checkt so Sachen auf. Stellt dem anderen Fragen, seht viel, was sich von dabei so geht. Weil, was ich zum Beispiel ganz oft merke, das ist, wenn ich halt Podcasts mache, wo ich die Leute immer die Leute invitieren, Fragen zu stellen dazu, für dass ich vielleicht ein Podcast kann über ein Thema machen oder ein Thema kann man einem privat klären. Schon so eine Situation auch gehabt, was zum Beispiel Gefahren von verschiedenen Techniken betrifft, wo ich so, das ist nicht für das eine große Gruppe zu bringen, weil das nicht jeder betrifft, mir wenn es den einen den anderen interessiert, melde ich bei mir. Das ist an einer offenen Gruppe gewesen. Da hat sich eine Person gemeldet, wo ich so,
Ich holen in die froh stellt absolut nicht am Sinn von ich weiß dass mir ein bisschen das Gefühl hun das wenn ich ein froh darüber stellen dann weiß nicht dass ich nicht darüber weiß und da sind ich dann so an eng Mannerwertigkeitsdingen rassitzt weil man das auch so beibord kämen wann es gift ich kann euch wirklich nimmen invitieren frohen zu stellen erstens mal für dass ich einer Podcaster weiter Podcaster kann machen zweitens für dass ich vielleicht den anderen Zweifel an die eng oder an die andere Richtung kann ausraumen. Das von bei mich könnt an seht, da dann da tut man ein Therapeut oder ein Begleder gesot, dass ich der Person vielleicht kann in der Vision, hey, da dann dat als vielleicht der Grund, checkt dat nach hier auf und dann stellt fest, dass das effektiv genau die Person ist, die da braucht und die erst genau dahin bringt, wo der muss kommen oder der merkt, ah nee, wenn den so schwarz, läuft nicht vor, an ein Denkspiel zu kommen, was absolut nicht bei mir passt. All das sind Sachen, die ich wirklich die Leute nicht mehr kann auf der Weg und scheint erst nicht für ich so mal dumm Frauen zu stellen. Ich gehöre zu denen, die das für mein Leben gerne möchten. Ich habe das so oft gemerkt, ich wir bestimmt als Hex auf einen Scheiterhaufen verbrannt und statt am Mittelalter gemäht hat an lebt man schon das Gefühl dass Munsch in dem Zug dann der Fanger für den Fixspur zu fangen wann ich die froh stellen das war mir egal ob das bei irgendeinem großen Politiker war wo mir ein Vor rausgerutscht das oder bei irgendeinem Psycholog den Professor Doktor hat schon mal bis dato natürlich am Sinn von erklär mal das wie wann ich da feier wir sehen den immer mal ChatGPT mir ich mengen net war der Sokrates der gesagt wird wirklich Weisheit leid dort runter wann in die kompliziert sagt ob ein ganz einfach oder weiß für den normalstierflische kann erklären also wann ein Begleder ein Therapeut was immer es aus oder für was immer in sich hält die Sache nicht kann ob einem Level erklären wo der als wann nicht besonders von den aus den an den Ufang sticht wo der als an ihren Ufang noch nicht versteht dann holt der Recht erst frohen zu stellen und für den Rest das guckt wie immer der Schwarz ich gehe nicht in zwei Tipps mal auf der W ganz gemäß NLP von einer Person erstmal Dinge kennt erstens mal von den an dem Meer übergeht da probierten sich an eine Gruppe verhalten zu setzen für zu sagen ich schwatze nicht mehr für mich allein mehr ich schwatze an einem Gruppe an als Gruppe also mich stark wie den allein steht wann eine Sache gebraucht wie ja et kann ein oder et als schuld das sind alles Sachen also den am Französischen den Mann am Deutschen das sind alles Verallgemeinerungen sobald Leute mit Verallgemeinerungen kommen als hat irgendwann da weiß für nicht mehr klar bei sich selber zu sehen und dann ist der Speech schon nicht mehr so proper und so authentisch wie es soll sein weil Leute mit wieder an den dritten Gebieten kommen wie das immer so ein Hundeschlograt für kurzem nachher die werde ich auch an den Podcast umsetzen das immer so das nie so jeder möchte so möchte so all das sind Methoden für nicht klar sich zu positionieren sondern für mich also so an so an all sagt ja in eine Richtung geht wo ein Ugriff aus den für den anderen aus als auch absolut finden in der Tat das Red Flag also ein Rot durch ein von denen Satz wo ich immer so passt du extrem gut ab dass das von der so ich weiß nicht schon low feeling mäßig da das war da gesagt wird das ein sehr für sich an die Person sieht es geht mehr leid dass der das so abfängt dann als die Person erstens mal hier der Person nicht wirklich etwas leid aber sie geht aus hier geht mal leid an den Ugriff ob ihr das heißt, der versteht das falsch und dafür geht man die Sache leid dass der das nicht so versteht wie ich das gerne hat dass der das versteht das ist Satz dass sie hun so innerschwellig Aggressionen also andersschwellig Ugriff drauf wo am Mengen an extrem abzupassen als von wegen Firma den Personen zu schaffen allein die selber Sache machen diese erst verbieten als sowieso ein absoluter Punkt ich kann mich da an eine Situation erinnern dann werde ich diesen Dingen auch stoppen für euch wirklich zu merken wie weit das geht und das war kein an irgendwelchen esoterische Richtungen in NRW das war eigentlich den allgemein NRW war von wegen was menschlich für Behörde betrifft du hat man 10 wo das du drin gegangen so Sachen wie Mikroexpressionen so Klanggestern so zu verstoren wir suchen an einem Salze summen
Du war eng Person, war eng Fenster war op an war bese Luft an irgendwie nie mischt die Person Gestland stier an du se den in de Kur gehalen huet. Ja, dat also Verlegenheet schesten. Du hat ich hat den Ho mat der Luft ass mal grad den hoher an der geflün just mein der Tor aus dem Ägehol. Du mengt der Kursleiter ja immer die bëllegen Schëllechungen. Den Kurdrop, also die Stunddrop stung dieselbechten her op en gewissen Order weist du se dann wat das eigentlich spannend, ob de doten Order weist du steht. Doch ob sie hin ja eigentlich soll dat net machen, weil dat das eigentlich ein ziemlich schlechte Gest in den Leute eigentlich nie verstehen, das extrem respektlos mir ist schon am Moment mein Faceway. Der Meinung gewicht wann se Faceway gehabt hat, hätten sich können op Pult sitzen, dat hat kein Mensch gesteiert, also aus mir natürlich weil wie erst hat ich und mein loses Mundwerk aus mir rausgerutscht. Oh ja, immer die böllischen Entschuldigungen. An den zu Reihe Leute für uns hat es schmengen wir iwwer die wasch gesprungen für mich op der Platz zu erwischen und hört auch du noch probiert ganz aggressiv mich immer irgendwo aus Situationen zu bringen für mich schlecht hinzustellen. Da töten immerhin Talschen von singen Kursteilnehmer kasch die Geschichte, weil die ja drop Talschen gefehlt du war ziemlich klar, der Feedback war ziemlich klar. Dat sie sagen wat lo an eng extrem Aggressivität me wann ihr könnt der mat eng Sach an den anderen mcht net der so fir wat dann an de seht so Sache wie ja scho kein karmisch Schulte mei an du wirst dat eben darauf zu schaffen sieht viersichtigchte Matte. Ich will dummerten dann auch ophalen mat enger klenger Geschicht enger buddhistischer Geschichte von ich mich richtig erinnere. Du as ein Frau, du hast ein buddhistischer Mönch gewicht, den als regelmäßig an Wirtschaften gegangen und hue dann war Leute mit Probleme kommen hue probiert die Probleme zu lesen. Und da kom eng Frau bei ihnen und hat gesagt, hey, mein Beruf den ist immer Zocker. Und der buddhistische Mönch gesagt, komm dann enger Woche rum. Die Frau war aus also System hallo eng Woche rumkommen, was soll das dort? Länger Woche ist zurückgegangen seht zum buddhistischen Mönch ich war die Person die ich gesagt hat, dass mein Beruf zu viel Zocker ist und den Mönch zum Beruf gesagt ist kein Zocker als den an den dran und Frau für was konnte man das nicht für eine längere Woche so und der buddhistische Mönch für eine längere Woche und ich auch nach Zocker gehst das ist für mich ein bisschen den Dinge wo ich so da kommen Errichtungen. Wenn der zum Beispiel Leute tut, wie ich so, egal ob der die als Meister, ob der die als Therapeut, Begleiter hat, und die können auch selber hier Unzulänglichkeiten zugehen, da wisst ihr, dass da mit einem Mensch zu tun hat. Und dann sieht er einen an, mit ein bisschen Sicherheit an guten Händen. Wie so Leute sagen, ein bisschen so an einen Mensch denken, ich kann das und ich kann eine Gruppe gerieren und ich kann das dort energetisch gerieren, ohne mal heinzens die Vierbehalter ranzuholen, wie die Bioenergetiker, die gesagt hat, das ist gefährlich und du kannst so schwanger schwarz damit abfangen oder du kannst wirklich in Richtungen gehen, wo die Realität nicht mehr für uns anhört. Da bin ich der Meinung, dass ich an den Hand von einer Person sehe, die einfach erstens mal Respekt dafür hat, Respekt für den Techniken, die ihr braucht, an denen sich bewusst ist, dass man ob die Sache wirklich zu urchten hat. Sur ce, meine ich, dass ich den Tour gemäht und zu der ganzen Geschichte. Wie gesagt, soll die Person, die damals mehr die Argumentation zwischen Gänsephysischer gesagt hat, der tote Lauschtren, das absolut nicht für ihre Streitmatten zu fangen. Das wirklich just, viermal ein klar zu stellen, dass ich mal bewusst sind an all Menge Jahren, die ich in der Weh sehe, dass sie keine Meinungen, das sind Erfahrungen, am Positive wie am Negativen, die ich gemäht habe, die nicht nur ich gemäht habe, wo ich auch Feedback von anderen Leuten kriege, wo ich probiere, manch auf meinem Punkt dann so weit wie möglich abzufangen, für nicht andauernd durch irgendwelche Höhenflüge zu machen, wo ich einfach besonders für die Leute, die anfangen an diese Sache klar machen, wann ich gelieft, wann du willst mit Vertrauen rangehen, geht wann ich gelieft nicht so viel blauäugig ran. Es gibt verdammt gut Leute, die verdammt gut schaffen, die ich genau da aufholen, wo da sieht, die respektvoll mit diesen Sachen schaffen, die erweisen, dass sie Mensch sind.
an dass sie nicht gefeit sind, dass sie geschützt sind, dass sie nie Fehler machen, an die eine Responsabilität weisen, in dem Moment erst gegenüber an auch hier Grenze können weisen, ohne dass den irgendwo ein Perl aus der Krone fällt. Mir leider gehen nicht genauso viel Leute haut das auf dem ganzen New Age Mord, die effektiv mengen, wie das nicht fertig wird, nach kein NLP Master zu und trotzdem eine NLP-Therapie bieten. Passt wirklich op, genauso wie der Gift oppassen wie so, wann der ein Auto kauft, dass er vielleicht probiert den dabei zu, den sich mit Auto auskennt, oder wann der ein Hausgucke gibt, dass er vielleicht in dabei hut, wann der Möglichkeit tut natürlich, den sich mit Häuser auskennt. Ich weiß, wie schwierig das, besonders auf den heutigen Gebieten mit Leuten in Kontakt zu sehen, die sich damit auskennen, die erst direkt können so do an do also Fehlverhalten. Dafür passt wirklich op, weil Energien, Psyche und Seele sind genauso wertvoll wie ihre Körper, wie Haus, wie ihr Auto. Sur merci für dass das noch gelöscht tut. Merci und ich hoffe, dass ich wirklich dem einen und dem anderen ein bisschen de Point de vue klar machen. Ich hoffe, dass vielleicht auch den anderen, dem hat den Technik geschafft, sich hier einfach überdenkt, aber vielleicht auf der anderen Seite sieht, ja, da gesehen ich die Gefahren, ob die passen Job an andere, die vielleicht auch so ja, ich müsste mal vielleicht überdenken, wie ich rüberkommen, beziehungsweise ob ich auch wirklich das Sinn, wie ich will rüberkommen. Und ich hoffe, dass den anderen etwas mal raushält, etwas mal rausgeholt wird. Wir können zu sagen, ich kann lo auf dem dritten Gebiet mir sicher schaffen, mir respektvoll schaffen oder auch mir sicher an eine Bekleidung gehen, mit dem Wissen, dass ich an den richtigen Händen sehe. Vielmals merci nach Reinkehr, einen schönen Tag, einen schönen Mittag, einen schönen Abend und eine gute Nacht.